nice to see you all. Very good. And I'm glad to have this opportunity to present you something, some of Buddhist knowledge. Sehr schön, Ihnen allen hier zu begegnen. Und ich freue mich freut sich sehr, hier die Gelegenheit zu haben, einiges über den Buddhismus mit Ihnen zu teilen. And many places in European countries, and found France and Germany, so many people interested in Buddhism meaningfully. Therefore, it has been inspired and encouraged me to work harder to teach Buddhism in European countries. Auf seinen Reisen. Mainly in Germany, in France, and Spain, etc. Auf seinen Reisen in Frankreich, Deutschland, Spanien hat er immer wieder festgestellt, wie viel Interesse am Buddhismus herrscht, wie viel Streben da ist, den Buddhismus in einer sinnvollen Art und Weise zu lernen und anzuwenden. Und das wiederum hat ihn dazu ermutigt, mehr daran zu arbeiten, hier auch zu unterrichten. The people accepted Buddhism as a precious knowledge that means you understand very well. So our duty is to learn Buddhism as the main subjects in the life. Yeah? Then the responsibility is to teach you all. And also same time, I understood from the culture of the European countries, it is very important to let people know that organizing with the center and organized as a kind of organization. Es gibt ja mittlerweile viel Wissen über den Buddhismus. Und nachdem der Aspekt also im Westen angekommen ist, liegt natürlich die Verantwortlichkeit bei buddhistischen Meistern, wie Rinpoche selbst, dann auch entsprechende Anleitungen für die eigentliche Meditationspraxis, für den eigentlichen spirituellen Weg zur Verfügung zu stellen. Dieser Verantwortung möchte er gerne nachkommen und hat in diesem Sinn auch eine Einrichtung geschaffen, die genau diesen Zweck haben soll. Gerade in der europäischen Kultur, soweit er sie kennt, scheint es sehr wichtig zu sein, dass man klar macht, was man an einem Ort wie einem buddhistischen Zentrum erhalten kann. Da geht es nicht um organisatorische, religiöse Strukturen. Da geht es darum, dass man lernt, wie man die Lehre des Buddha für den eigenen spirituellen Weg aufgreifen kann. So learning Buddhism means learning subject at university. No difference. And since university does not offer a condensed subject about Buddhism, then we have to teach it at site. Buddhismus als Wissensgebiet, das kann man an unterschiedlichen Orten, wie beispielsweise an Universitäten, lernen. Buddhismus im Sinn der spirituellen Praxis, dafür sind dann Orte wie buddhistische Zentren zuständig. Therefore, it is entirely a subject which is very important to you to learn for personal practice. It is not at all to organize as a unity for movement. Es geht also darum, dass man an so einem Ort lernt, wie man für den eigenen persönlichen spirituellen Weg der Praxis vorgeht. Es geht bei so einem buddhistischen Zentrum überhaupt nicht darum, eine Bewegung zu bilden, die in organisatorischer Hinsicht sich breit macht. And as well as learning Buddhist is suitable for the liberal people, but it is not for revolutionary
relation to the Western culture. Und Buddhismus anzuwenden und zu lernen, ist eine liberale Vorgehensweise. Es geht überhaupt nicht darum, hier der westlichen Kultur etwas entgegenzuhalten, revolutionär sozusagen ihr gegenüber zu stehen. So, what I mean is not as the organization, family, what we call family group, and once you are out of the family and disregarded, and if you are within the family, then you are very acceptable by a particular group. It is not. It should not be like that. It is not that. Especially, I organize 45%, which 100% are learning. As it is, and therefore, now I will remain separate. Und damit kommen wir jetzt zum Hauptthema. So, I think she's very, very good. I can say everything. She will translate into German perfectly. Is it? Das Thema heute Abend ist ein wunderbares Thema. Es enthält den eigentlichen Kern der gesamten buddhistischen Ethik und Übung. Es geht darum, wie man in sich Liebe und Mitgefühl entwickelt. Und man wird sein Bestes tun, um diesen Themenkreis aus buddhistischer Sicht komprimiert und klar zu vermitteln. Das Wesentliche daran ganz kurz vermittelt, da heißt es, der Buddha ist deswegen zum Buddha geworden, weil ihm das Wohlergehen anderer am Herzen liegt. Und wir sind allgemeine Wesen deshalb, allgemeine Wesen im Sinne von Nicht-Erleuchteten, weil uns unser eigenes Wohl immer an erster Stelle steht. Der Grund, warum wir so funktionieren, dass wir immer an uns selbst denken, hat mit zwei Faktoren zu tun. Einerseits deshalb, weil wir keinen klaren Einblick in Karma und dessen Wirkungsweisen haben, und andererseits deshalb, weil es uns auch mangelt an Einblick in die eigentliche Natur des Geistes. Aus diesem Grund ist es hilfreich, sich zuerst mit diesen beiden Themen zu befassen, sich zu fragen, was ist das eigentliche Wesen des eigenen Geistes, und davon ausgehend dann auch zu begreifen, was Handlungen und deren Wirkungsweisen sind, und von diesen Perspektiven ausgehend dann ein klares Verständnis zu entwickeln von der eigentlichen Qualität von Liebe und Mitgefühl.
영문의 진수원 신체 연도 생들아기 시에들아기 뭐 병고들아기 이 바로가 꼴을 소소인 것은 내가 매기 자를 무슨 얘야 이제 배치나 때문에 유튜브 넘버를 쓰면서 그래서 거기 용기 영문의 무슨 소원상 잘 제대로 most high speed Sehen wir uns also das erste zunächst an. Wenn wir vom Geist im Buddhismus sprechen, wird damit Unterschiedliches gemeint. Hier geht es mal um Geist im Sinn des Bewusstseins. Bewusstsein ist das, was Lebewesen zu eigen ist. Das macht sie zu Lebewesen. Ein Bewusstsein zu haben bedeutet, jetzt ganz buddhistisch erklärt natürlich, dass wir Objekte der Wahrnehmung erleben. Und genauer gesagt, findet dieses Erleben innerhalb des Geistes statt, in der Form, dass sozusagen der Geist selbst in der Gestalt der vermeintlich äußeren Wahrnehmungsobjekte erscheint. Es steckt buddhistisch gesehen hinter dem Begriff Bewusstsein also eine wissenschaftlich im Prinzip technische Erklärung. Unsere normale Wahrnehmung läuft nun mal so ab, dass wir meinen, äußere Formen zu sehen, Laute zu hören, Geruchspartikel zu riechen, Geschmackspartikel zu schmecken, Berührung zu spüren. Wir erleben es so, als würden diese Vorgänge dahingehend tatsächlich stattfinden, dass es da eine äußere Welt gäbe, die wir durch unsere Sinne erleben. Aus buddhistischer Sicht funktioniert dieser Vorgang anders. Aus dieser Sicht nämlich erscheinen in unserem Bewusstsein das, was außen zu sein scheint, als inneres Bild, als innere Vorgänge. Und an diesen inneren Bildern hält man dann fest, als wären sie äußere Vorgänge. Und die Art, wie das abläuft, ist in einem super schnellen Verlauf.